So, also, let's go. Lozi TV. Villa der Liebe, der Countdown läuft. Der Lozi TV ist eigentlich ein Kandidat wie der Michita, hat auch so einen blauen Hintergrund. Ich weiß auch nicht, wieso er einen blauen Hintergrund hat. Keine Ahnung. Komm, let's go. Und der Start ist am 9. April. 9. April genau auf diesem YouTube-Kanal. Swiss German. Jetzt vom Lozi. Ein Video auf Swiss German. Auf das haben wir gewartet. Intro. Erstmal 11 von 10. Baba Intro, Digga. Hey Jungs, alle zusammen und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Lozi TV. Das ist geil. Von jetzt an mache ich das immer so. Aber es ist eigentlich ein PS3-Controller. Total oldschool. Danke für die Info, Bro. Danke für die Info. Ich habe nicht gewusst, dass das ein PS3-Controller ist. Lozi Legende. Ja, was aber ich sagen, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf Lozi TV zurück. Und ich bin froh, dass du wieder eingeschaltet hast, weil es ist... Kein Problem. Kein Problem. Sehr gerne eingeschaltet, Lozi. Danke. Hast du überhaupt mir persönlich adressiert. Wie so eine Connection oder wie zwei. Echt schon extrem lang her, wo ich das letzte Video online gestellt habe. Das ist der Satz Number 1 bei Schweizer YouTuber. Es ist schon ein Zeitchen her, wo ich kein Video gemacht habe. Ja gut, ich kann eigentlich gar nichts dazu sagen. Ich habe den Weg wieder zurückgefunden. Ich habe den Weg wieder zurückgefunden in die Schweiz, hier in mein Studio natürlich. Und es ist extrem viel passiert in der letzten Zeit. Für diejenigen, die es verfolgt haben auf Instagram, da freue ich mich natürlich. Schaut dort unbedingt mal für Die Schrift, die er gebraucht hat, 10 von 10. Ich poste dort eigentlich regelmäßig in die Stories rein, was ich so über die schwere Corona-Zeit absolviere, was ich so durch den Tag mache, durch meinen Alltag. Oh, Sketch. Nice, nice Arsch. Oh. Habe ich meine Pulle schon parat, die Kartoffeln habe ich schon alles geschnitten, Karotte auch. Ja, eigentlich ist es immer das Gleiche. Ich trainiere viel, ich lehre, ich lese und ja, jetzt sind neuestens wieder am Videoschneiden. Cool Story, Bro, aber Villa der Liebe, der Countdown läuft. Im Video läuft der Countdown bis jetzt also noch nicht so. 1 Minute 23. Villa der Liebe. Noch nicht einmal angesprochen gekommen. Baba Video. Das ist für mich... Keine Probleme. Apropos das Video, ich habe mich natürlich auch in die Schweizer Social Media Szene wieder ein bisschen involviert. Ich bin ein bisschen durch die Bücher gegangen, ich bin durch Kanäle gegangen und mir ist aufgefallen, dass der allergeilste Typen. Komm, wenn ihr das jetzt nicht seht, enttäuscht. bei einem besonderen Kanal, der absolut viral geht, und zwar ist das der sogenannte absolut hübsche... Ja, ganz ehrlich, also nein. Nein, oh, hoppla. Nein, also nein. Lozi, so nicht. Nein, Lozi, also nein. Bis jetzt, also Villa der Liebe, der Countdown läuft. Villa der Liebe, der Countdown läuft. 2 Minuten sind wir im Video drin. Ist noch nichts. Ist noch nichts vorgekommen. Und dann kommt noch irgendein, er lutscht noch schnell beim Adi. Lul. Also, was? Hä? Ich komme nicht nach. Adi Totoro wird eingeladen in die Villa der Liebe. Aha, jetzt habe ich es verstanden. Hä, aber was soll das Video eigentlich? Ich komme nicht nach. So weit. Ja, Adi Totoro, wenn du das Video gerade siehst, riesen Respekt Adi ist hier im Chat, also er sieht das Video gerade jetzt hier, über mir. von meiner Seite an dich. Also wirklich unglaublich, was du momentan auf die Beine gestellt hast. Wenn ihr das nicht gesehen habt mit dem Corona-Song vom Adi, schaut da unbedingt mal vorbei, es lohnt sich auf jeden Fall. Aber ja, jetzt geht eigentlich um ein ganz anderes Thema in diesem Video, und zwar ums Thema Villa der Liebe. Aha! Jetzt kommt es angesprochen, bei 2 Minuten kommt es angesprochen. Okay, Villa der Liebe. Geile Soundeffekt so. Villa der Liebe, was ist das genau? Nochmal 2 Wochen zurückspulen. Ich bin vor 2 Wochen auf Zypern gewesen, mit unter anderem mit dem Jonas Ems, mit dem Jonas Wutke und ganz vielen. Und dort haben wir ein neues Serienprojekt, ein neues Serienformat gestartet namens Villa der Liebe. Auch für diejenigen, die es ein bisschen verfolgt haben auf Instagram, die wissen schon mehr oder weniger, um was es geht. Aber der Inhalt von Villa der Liebe, der wird jetzt gerade noch nicht verraten. Aber wenn ihr schon etwas spekuliert, wenn ihr euch vorstellen könnt, was es ist, dann schreibt es jetzt mal. Villa der Liebe, um was könnte es da gehen? Villa der Liebe. Ich würde mal sagen, einfach so spontan, es geht einfach um die aktuelle Situation mit dem Coronavirus im Zusammenhang vom Ausbruch aus China. Oder?
Nein, um Liebe. Um Liebe. In den Kommentaren und schreibt mal, ob ihr genauso gehypt sind wie ich auch. Ich freue mich brutal auf den Start. Und der Start ist am 9. April. 9. April. Geile Soundeffekte, Bro. Genau auf diesem YouTube-Kanal. Unbedingt jetzt schon abonnieren. Aber dort, ich komme manchmal nicht nah beim Lotzi. Es kommen ja die Videos auf... manchmal kommen Videos bei ihm auf Hochdeutsch, manchmal auf Schweizerdeutsch. Jetzt kommt das Video auf Schweizerdeutsch, obwohl das Format wahrscheinlich auf Hochdeutsch ist. Also... Und etwas liegt mir extrem am Herzen, und zwar der Kanal spricht ja Deutschland, Schweiz, Österreich an. Und klar werden vorwiegend nur deutsche Zuschauer dort drauf sein, aber ich verrate es jetzt schon mal, ich spiele eine Hauptrolle in dieser Serie, darum müssen wir in der Schweiz eskalieren bei dieser Serie. Schreibt bitte in jedem Video, schreibt irgendeinen schweizerdeutschen Satz. Ich habe auch wirklich schweizerdeutsche Sätze verwendet bei der Serie, also bei 2-3 Folgen rede ich einfach Schweizerdeutsch, und bitte eskaliert in diesen Videos, schreibt Kommentare, schweizerdeutsche Sätze. Ich würde mich mega freuen, wirklich. Keine Probleme. Ich weiss, meine Community ist extrem stark. Wie oft willst du das Meme brauchen? Lotzi TV? Ja. Und jetzt können wir das Ganze nochmal toppen und einfach viral gehen bei den Folgen, einfach schweizerdeutsche Kommentare. Ja, ich plane Viral gehen mit schweizerdeutschen Kommentaren. jetzt trotzdem mal schnell 2-3 Stories von Villa der Liebe ein, die ich aufgenommen habe währenddessen in Zypern. Was ist das für eine Schrift da unten? Oh, was ist das für eine Font, die du brauchst? Aber jedem das seine. Also ihr seht, wir haben extrem viel Spass gehabt und es wird ein mega geiles Ding. Und darum würde ich mich freuen, wenn du jetzt schon mal den Kanal abonnierst. Natürlich auch auf Instagram. Nicht vergessen, auch dort abonnieren. Ich bin auf jeden Fall mega gehypt. Für mich ist es tatsächlich das erste Mal so eine Erfahrung, die ich gemacht habe, als Schauspieler vor der Kamera zu stehen. Es ist am Anfang natürlich extrem speziell. Cam? Hey, ein guter Prank gewesen von dir, Micha. Aber nächstes Mal, lass es lieber... Ach scheiße, das war gar kein Prank. Das war gar kein Prank. Scheiße, sorry. Okay, warte schnell. So. Boom. Oh fuck! Das war mein Akku, der ist am Boden gekriegt. Hoffentlich ist er durch. Kappa. So, nochmal zurück. Geiles Bild, ja genau, ja, lul. Ich wollte so viel richtig machen wie möglich. Ich wollte immer alles perfekt machen, aber mit der Zeit, so nach 3-4 Aufnahmen oder nach 1-2 Tagen habe ich einfach gemerkt, okay, es ist eigentlich viel geiler, wenn man einfach mal ein bisschen eigenen Input reinbringt, also so ein bisschen improvisiert. Also schlussendlich, du hast natürlich das Skript gehabt, du hast auch einen gewissen Text gehabt, aber schlussendlich ist es eigentlich genau um die Improvisationen gegangen. So eine Serie lebt einfach von der Kreativität und darum hat es schlussendlich auch so extrem Spass gemacht. Ja, ich hoffe natürlich, dass das auch dann wirklich so überkommt bei der Serie, dass man wirklich sieht, dass es mir Spass gemacht hat und ja, die können Hoffen ja. dann mal abstimmen und ich würde mich wirklich freuen, am 9. April geht es los, kommt die erste Folge dann online und ich werde auf jeden Fall, was ich überlegt habe, Live-Reaktionen drauf machen. Das werde ich dann natürlich auf Deutsch machen, weil ja, die Serie ist auf Deutsch. Und ja, aber nein, und so, weißt du, also dann macht er Reactions auf Hochdeutsch und dann auf Schweizerdeutsch macht er das Ankündigungsvideo, aber die Reactions macht er auf... Also ich verstehe es einfach nicht ganz, es ist einfach die ganze Zeit so ein bisschen komisch. Aber ich könnte auch mal darauf reagieren, wenn mir Pro7 oder RTL nicht wegstrikt. Und extrem viele deutsche Zuschauer werden dort zuschauen. Und da werde ich Live-Reaktionen machen. Ich glaube, das ist auch ganz lustig, wenn ich mich selber mal in so einer Serie sehe. Ja, mit wenig Erfahrung, sage ich jetzt mal, aber trotzdem mit viel Spass verbunden. Wahrscheinlich ist die Serie so auf Stranger Things Niveau, oder? Viermal das gleiche Meme eingebaut. Ich glaube, das ist auf jeden Fall eine sehr gute Idee, wenn ihr schon komplett Netflix durchgesuchtet habt als Serie, als Filme. Ich glaube, ist das eine perfekte neue Serie, Neustart am 9. April dann, und ich freue mich echt extrem. Ich bin mega geil, ich freue mich, wenn du auch
reinschaust und dann eben, wie gesagt, mit schweizerdeutschen Kommentaren das Ganze unterstützt. Und ja, ich wollte jetzt einfach nochmal Danke sagen, du hast das Video bis jetzt angeschaut. Ja, kein Problem. Ja, habe ich gemacht, ja. Du hast das Video bis jetzt geschaut, darum vielen Dank. Schön, dass du Kein trotzdem Problem. wieder so treu bleibst. Ist ja nicht normal, ist ja nicht selbstverständlich, weil ich halt wirklich jetzt lange nicht mehr gebraucht habe. Ich weiss es, Und das nächste Video ist auch nicht auf Schweizerdeutsch. ich bin mir 100% sicher, die nächsten Tage werde ich ordentlich neuen Content schaffen für den Kanal. Ich will Luzi TV unbedingt wieder pflegen, wieder auf den Stand bringen, wo er schon mal war und mit euch komplett viral gehen. Super, in dem Fall wünsche ich dir... Mit euch komplett viral gehen. Aber also, jetzt mal Spaß beiseite. Also, Lozi, stabiles Video, bist halt einfach nicht so richtig auf den Punkt gekommen. Aber egal. Aber jetzt mal, ohne Witz, ich würde dir wirklich dringend raten, mal endlich dir festzulegen auf wirkliche Sprache. Also, deine Videos auf Schweizerdeutsch, klar, ich würde das lieber haben und so, aber das ist halt viele Zuschauer, die nicht Schweizer sind. Das habe ich auch. Also ich habe ja auch früher auf Hochdeutsch Videos gemacht, dann bin ich umgeswitcht auf dem gleichen Kanal, habe viele Abonnenten sozusagen verloren oder sie so wie gar nicht mehr richtig da gewesen, weil ich schweizerdeutschen Content gemacht habe, was sie nicht verstanden. Und ich würde das Mischmasch wirklich aufhören. Ich würde aufhören, Mischmasch entweder auf Schweizerdeutsch und ich habe das Gefühl, da fühlst du dich wohler. Ich habe das Gefühl, da fühlst du dich wohler, du bist Schweizer und so weiter, fühlst du dich wohler mit dem Ganzen. Und klar hast du auch Connection noch zu Deutschland mit dem Jonas und so, aber du kannst den Jonas ja gleich mal einladen und ihn auf Schweizerdeutsch Sachen machen. Dann bist du schon vielleicht der Schweizerdeutsch Jonas oder so, ich weiß doch nicht, aber einfach so ein bisschen in eine andere Richtung gehen und zwar dir festsetzen auf einer Sprache. Das würde ich dir wirklich empfehlen, weil es ist wirklich viel besser, wenn du dir auf eine Sprache festlegen und beziehungsweise fixieren, anstatt hier die ganze Zeit nur her zu switchen. Würde nicht von mir so sagen, kannst natürlich machen, wie du willst. Und natürlich auch no hate für das Video. Also das ist alles nur ein kleiner Spaß am Rande, ne? Einen ganz schönen Tag, schönen Abend, schönen Morgen, was auch immer du gerade vorhast. Mach's gut und wir sehen uns beim nächsten Video. Ciao, ciao! Ja, eben, wie ich gesehen habe, es hätte sich irgendwie festlegen auf einer Sprache, beziehungsweise eben so ein bisschen sich einstellen auf eine Sprache. Ja, manchmal hat er Sachen, die er auf Schweizerdeutsch macht, manchmal Hochdeutsch, also das ist wirklich... Ja, ich würde es geil finden, wenn du es einfach auf Schweizerdeutsch würdest machen, ganz ehrlich. Ja, auf jeden Fall, Like ist trotzdem da. Checken mal seinen Kanal aus, ich sehe, dass er jetzt aktiv in den ersten Tagen. Hoffen wir natürlich, dass er aktiv ist. Die Lozi Army ist auf jeden Fall da am Start gewesen. Nein, Kuss geht raus, Lozi.